von Schenker Notebooks. Ein Applaus bitte für Fabian und nochmal die beiden Mädels von Schenker Notebooks. Kommt zu mir. Und Fabian ist immer noch total extrem gut drauf. XMG, das ist die Marke, die Fabian mir vorstellt. Und Fabian, willkommen. Wie geht's dir? Bist du gut drauf? Bombe, es ist der absolute Hammer hier in Köln. Es sind mir irgendwie zu wenig Leute, es sind alle viel zu leid, das bin ich gar nicht gewöhnt. Ja. Du bist das nicht gewöhnt, richtig bei euch am Stand, da geht die Party richtig ab. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, habt ihr gestern auch richtig gute Preise rausgehauen. Heute auch noch mal. Auf alle Fälle. Also wir haben gestern schon ein paar tausend Euro Notebooks und so weiter rausgehauen. Heute haben wir das wieder gemacht. Jetzt stehen wir hier auf der Gamescom-Bühne. Wir haben wieder 6.000 Euro Notebooks gesponsert, nur um das Modding möglich zu machen. Und jetzt wollen wir noch was rausholen. Deswegen gehe ich erstmal höher. So, wir sehen schon, die Stimmung steigt, weil die Mädels hier vorne noch ein schöne Preise haben. Und du entwickelst dich auch so langsam, aber sicher zur Stimmungskampf, merke ich schon. Auf alle Fälle Gummibälle. Oh, es wird schon wieder ziemlich leise hier, ein bisschen lauter. Der Fabian holt da gleich ein wunderbares Gerät raus. Und damit das Publikum uns auch zuhört, würde ich euch ganz kurz bitten, schmeißt noch ein T-Shirt raus und dann lasst uns kurz weitermachen. Der uns läuft so langsam, aber sicher die Zeit davon. Fabian! Warte. Schauen wir noch ganz kurz zu. Fantastisch. Erklär uns, was hast du da mitgebracht? Das ist das Referenzgerät zum deutschen Case-Modding-Wettbewerb für Notebooks. Das heißt, das ist ein 18,4 Zoll Gerät der Firma Schenker Notebook. Und so sieht das im Original aus. Das heißt, das ist schon echt schick gepimpt. Viele LEDs, Klavierlack, alles toll, alles schick. Aber die Jungs haben noch was richtig Feines rausgemacht. Das ist das XMG P800, was du da gerade in der Hand hältst. Was ist da drin so verbaut? Zwei HTI Crossfire-Karten und zwar nicht irgendwelche, sondern die 5870, zwei Stück, Core i7, Quad-Core CPU und so weiter. Die Liste ist ewig lang. Die Liste ist ewig lang. Das ist aus dem Sinne ganz interessant und wichtig, weil das Notebook muss ja am Ende noch funktionieren, nachdem es hier umgebaut wurde. Hast du schon so ungefähr eine Idee, was bei rausgekommen sein könnte? Also ich habe im Netz was verfolgt, was dabei rauskommen könnte. Also auch das Preview und die ersten Fotos ist absoluter Wahnsinn. Wir waren selber erstaunt, was möglich ist und ich bin gespannt, was hier passiert. Das ist zum einen eine Premiere, ihr habt aber auch noch eine ganz eigene Premiere auf der Gamescom 2010 hier gefeiert, und zwar mit dem U700, dem XMG U700. Warum? Was war das für eine Premiere? Das Warum haben wir schon ganz oft durchgekaut. Das ist das leistungsstärkste Notebook der Welt. Das kommt aus Deutschland, wird in Leipzig gebaut. In Leipzig sitzt der Support. Das ist das Myers Schenker Notebook XMG U700. Verbirgt Desktop, im Namen verbirgt sich Desktop-Technik. Das heißt 6-Kern-Prozessoren, 2 Grafikkarten, 12 GB Arbeitsspeicher, 3 Festplatten und so weiter. Und so weiter und so fort. Du wanderst das jetzt so einmal eben schon runter. Wer hat ungefähr eine Vorstellung, wie teuer dieses Notebook sein könnte? Wie viel? Sag's nochmal. 8.000 Euro. Absolut richtig. Der absolute Wahnsinn. So ein Notebook, denke ich, will jeder gerne zu Hause haben. Und ihr habt natürlich immer noch euer Facebook-Gewinnspiel, weil vielleicht möchtest du darauf nochmal hinweisen. Das ist richtig. Also das 8.000 Euro Gerät können wir leider noch nicht rausgeben, weil, ja, das machen wir nächstes Jahr. Aber wir haben noch ein XMG-Gerät bereitgestellt. Ein 17 Zoll Gerät, wieder mit High-End-Karte, wieder mit Core i7 Quad. Also unsere Liste wird nicht dünner. Und das verlosen wir aus Facebook. Also, wer da noch eventuell was gewinnen möchte, der hat noch die Möglichkeit, teilzunehmen. Wir können Fotos zum Beispiel noch machen mit den beiden Damen, wenn die Siegerehrung hier gleich zu Ende ist. Die haben sicherlich noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt allerdings würde ich sagen, kommen wir gleich zur Siegerehrung. Vorher hauen wir noch mal ein paar T-Shirts raus, wenn ihr noch welche haben wollt können. Wollt ihr noch? Das ist ein bisschen leise. Ich frage noch mal, wollt ihr noch ein paar T-Shirts haben? Sehr schön. Kommt mal ran auf Zahnbürstenlänge hier. Komm, ein bisschen kuscheln. Fabian will den dann rauswerfen. Es gibt ja auch noch welche hier. Ich muss natürlich auch noch fragen, er möchte noch was haben. Wo ist es schön laut hier? Ich kann nichts hören. Lauter, lauter, lauter. So. So, dann gucken wir noch mal, wo haben wir noch was, wo haben wir noch was? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Was mit euch da drüben abgeschoben? Ich höre nichts. Fantastisch.
Fabian, wir kommen jetzt zu eurer Sonderkategorie. Es ging darum, ein Schenker Notebook zu modifizieren, das B800, was du da gerade auch auf dem Arm hattest. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende daraus geworden ist. Wir küren hier nur den Sieger. So sah es einmal aus und wir gucken mal, wer gewonnen hat, mit welchem Gerät und wie es jetzt vor allen Dingen aussieht. Der Gewinner des Schenker Notebook Challenge ist Martin Lass mit Navigator. Ein Applaus bitte nochmal für den Gewinner, Martin Blass. Martin, kommst zu mir? Den Pokal gibt es diesmal schon vorher. Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwünsche auch natürlich vom Fabian. Martin, was hast du daraus gemacht? Ja, ich habe ein Streetbank-Notebook aufgebaut im Endeffekt. Wie schwierig war das und wie viel Arbeit steckt vor allem? Ja, hat 200 bis 300 Stunden ungefähr an Arbeitszeit gefressen. War schon nicht einfach, weil wir eben auch mit Basic gearbeitet haben dabei. Das ist halt nicht so einfach. Hättest du mit dem Sieg vorher gerechnet? Nein, nicht wirklich. Gab es auch andere Konkurrenzgeräte, sage ich mal, die dir ebenbürtig waren oder vielleicht sogar besser in deinen Augen? Klar gab es Konkurrenzgeräte und da war ich auch richtig gespannt, was geworden ist, aber man kann das halt sehr schlecht vorher einschätzen, wie die Jury das Ganze sieht, beurteilt und so weiter. Bist du zufrieden gewesen mit deiner eigenen abgelieferten